willkommen bei Carilux. Gleich als Bratzel Sonntag, guckt ein bisschen ran und dann erkläre ich euch, was es geht. Wie ihr nun schon seht, machen wir heute zusammen einen Bratzel und für den nächsten Mal bräuchten wir 500 Gramm Mehl, am besten den Typ 65, 40 Gramm Zucker, 250 Milliliter Milch, 25 Gramm Hefe, 80 Gramm Butter, ein Ei und noch ein bisschen Salz. Für die Füllung brauchen wir 160 Gramm gemahlene Mandeln, 60 Gramm rohen Zucker, 4 bis 5 Esslöffel Aprikosengebäck, ein Ei und noch einen halben Teelöffel Kanäle. Für die Bratzel brauchen wir 70 Gramm Puderzucker, die 20 Gramm Mandelblüten und noch ein Esslöffel Milch. Wir mischen die Hefe mit Milch und ich habe die Milch die 40 Sekunden in die Mikrowelle gemacht, weil die soll ein bisschen warm sein, nur auch nicht zu warm, weil sonst verfällt die Hefe. Ja, Bratzel Sonntag. Bratzel Sonntag, das ist mal eine Lützburg-Tradition. Und wir gehen dahin und ich mische mir all die drei Sachen. Also, Bratzel Sonntag, also sich, da wo der Mann der Frau ein Bratzel schenkt. Schenkt. Nicht da. Ja, und das sind noch cool Fakten, wo dir weiterhin gefolgt. So, lo machen wir noch den dabei. Und ich habe die Butter geschmolzen, die können doch noch dabei. Und noch Milch, die dann mit dem Hefe gemischt wird. Nun nicht nur 5 Minuten lang Knirde gelöst. Die könnt ihr doch mit der Hand machen. Dann muss da aber 5 Minuten lang so. Schluss. Voilà. Lo machen wir die in einer Schüssel. Die lassen so ein bisschen elastisch. Das ist gut so. Also machen sie in einer Schüssel. Dann machen wir einen Duft drüber. Und dann müssen wir eine halbe Stunde lang abkochen. Bis gleich. Während wir den Teig ruhen lassen, können wir schon Füllung präparieren. Und wir mischen alles zusammen. So, bei Bratzel Sonntag ist es so, dass der Mann der Frau eine Bratzel schenkt. Dann für Austern schenkt dann die Frau dem Mann ein Ei. Das ist auch noch ein anderer Fakt für Bratzel Sonntag. Dann hat ich noch die letzten, wie die können für mich später. Nach etwas, die trennen wir. Und wir haben das, also wir machen das Weiß vom Ei dran. Aber das Geld haben wir für mich später. So, das hat eine halbe Stunde geraucht. Wenn das nicht abgegangen ist, das ist, dass Tier Futti war. Oh, das ist abgegangen. Okay. Als nächstes rollen wir den Tisch und dann schneiden wir so 4 lang. Für die Streifen zu schneiden, will man so eine Pizza holen. Ihr könnt noch die Füllung drauf. Weil ich euch noch mal erzählen lasse, wisst ihr, wo man sich die Expression könnt einem Kurve geben? Man das könnt für Bratzel Sonntag. Und zwar, wenn die Frau nicht interessiert war an dem Mann, hat sie anstatt ein Ei, also anstatt dass sie ein Ei geschenkt hat sie dem Mann eine Kurve gegeben. Wirklich eine Kurve. Und von da könnt ihr halt eine Kurve geben. Jo, machen wir den Tisch, ob da wo die Füllung ist. So.
Vanillo. Rollen wir das. Manchen direkt auf das Blech. Das probieren wir heute ein Rätsel zu machen. Ich hoffe, ihr seht das nicht. So. Am Anfang machen wir so gut. Und dann die Wanne, ein bisschen wie ein Herz. Dann machen wir so einen Knut. Mal so 10-mal drehen. Und dann mache ich so drauf. Ui. So. Und nun lassen wir eine halbe Stunde verdauen. Und dann können wir Schafchen. Bis gleich. Bevor wir die Brezel und die Schafchen machen, möchten wir das Gelb von eben ein bisschen Milch. Und dann streichen wir das auf Brezel. Das ist schon heute auch so, mit dem Rest von dem so kleiner gemacht. Ohne Füllung. So. Nun kommen sie an einem flügelnden Schafchen, der bei 180 Grad steht, für 25 Minuten. Und dann sind wir so gut wie fertig, aber nicht mehr bald. Bis gleich. Brezel ist ein bisschen dick geworden. Ups. Die ich nächstes Jahr mal nicht mehr lang schleifen. Dann geht nicht so dick. Mir egal, das ist nicht schlimm. Das ist bestimmt doch so gut. Ja, wir lassen die Leute schon aufgehen. Aber bevor wir weitermachen, wollte ich sagen, Männer, mach dir keine Sorgen, weil alle Schaltjahre aus dem gedreht. Du musst Frau den Mann den Brezel schenken. Auf der Ostern kriegt Frau ein Ei oder vielleicht auch noch eine Kuh. So, los, für fertig zu machen, machen wir ein bisschen Milch und Puderzucker. Und dann mischen wir das. So, hallo. Könnt ihr das auf Brezel? Vierten. Also, Leute, das ist ich gerne, wo ich die Brezel mache. Dafür ist es so dick. Aber wie ihr so schön seht, Übung macht den Meister. Das ist nichts wie Wasser. Wir schwatten die Dose noch schon dick gut. Und dann noch Mandeln dabei. Bevor ich euch guten Appetit wünsche, bitte mal ein Like an unserem Video. Abonniert doch den Kanal, wenn ihr das nicht gemacht habt. Und dabei wünschen wir euch einen guten Appetit!